Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Und irgendwie... Huch, die sind jetzt plötzlich aufgeploppt hier, die Viecher. Was sind denn das für welche? Irgendwie habe ich das Gefühl, Ratte und Sabberblob, okay, die kennen wir noch von früher, dass das Gebiet vertraut ist irgendwie, weil unter der Burg hat man ja auch so Kanäle. Und wer weiß, wir sollen ja hier zur Alterssiedlung gehen. Die sieht mir ziemlich identisch zur neuen Siedlung aus, zu Chaosturm, Terrorfels was, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sieht mir doch ziemlich ähnlich aus. Und hier bräuchten wir wohl unser Handwerksgerät, um das Zeug zu entfernen. Geh weg, du Ratte. Geht. Wie die platzt. Ugh. Aber eigentlich mag ich doch Ratte. Ich finde es gemein, Ratte zu töten. Aber wenn sie im Weg stehen, oh, das ist Zwiespalt. Okay, da ist überall das Zeug da im Weg. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall unser grobes Handwerkszeug. Ohne das geht's nicht weiter. So. Sabberblob-Töter habe ich überhaupt keine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Die sind mir ziemlich wurscht, die Viecher. Während dann so Ratte, ja, das ist halt doch irgendwie ein pelziges Lebewesen. Pelzig im Sinne jetzt nicht von aus der Pfalz stammend. Aber es ist da, oh, ein Zauberperler, der drin gehabt. Aber es ist doch ein Wesen aus Fleisch und Blut mit Haare und goldig und lieb und so. Das töte ich überhaupt nicht so gern. So, zumal ich ja auch Leute kenne, die Ratte als Haustiere haben. Hi Tom an der Stelle, ich bin mal sicher, du guckst das gerade. Und ja, da fällt es mir irgendwie doppelt so schwer dann, wenn Leute sowas dann gucken von mir, die dann selber so Tierchen als Haustiere haben und dann hocke ich da und mache so große Rattenschlechter. Also da komme ich mir definitiv nicht so gut vor dabei. Halt mal eine Gaulart, du müsstest auch irgendwo reingehen, oder? Moment. Gucken wir hoffentlich auch noch hier. Ne, hier ist nirgends ein Geheimgang, wo wir reinschlüpfen könnten. Aber die Ratte schlüpft doch da irgendwo rein. Hör auf, Leverwurst. Moment, wie das auch klingt, ja. Das macht auch nur in dem Let's Play Sinn, wenn man so Sätze fallen lässt. Leverwurst, lass die Ratte in Ruhe. Ja, das sind so Dinge, die machen wirklich nur Sinn, wenn man das Let's Play von mir her guckt. Wenn ihr das jetzt einfach so einschalten solltet, falls ihr Neuzuschauer seid oder so und die das noch nicht so stark bei mir verfolgt haben und das jetzt der erste Teil von Secret of Evermore auf Pelzig ist, dann könnte das etwas verwirrend sein, wenn ich so rumkreich, Leverwurst, lass die Ratte in Ruhe. Ach ja. Aber auf jeden Fall, ui, 75 Goldmünze, was da alles in so einem Sabberblob drin steckt. Unglaublich. Ja, was sowas dann wieder angeht, bin ich um jeden dankbar, der einfach mal neu dazukommt und sich entschließt, hey, den Typ, dem geben wir jetzt mal eine Chance, der macht Let's Play im Dialekt. Das könnte ich eventuell nicht verstehen, aber auf der anderen Seite, hey, eigentlich hat der einen Dialekt, den ich doch recht gut verstehe. Das ist normalerweise so das Feedback, was ich so krieg, dass man immer denkt, oh nee, auf Dialekt, Alter, ich verstehe gar nichts, wenn der dann loslegt. Aber dass ich dann eher gesagt krieg, nee, ich verstehe dich ziemlich gut und ich höre es auch sehr gut, was du sagst. Oder, nicht höher, Quatsch. Ein Lautstärkenproblem ist es bestimmt nicht, aber genau. Es geht eher darum, dass die Leute meinen Dialekt verstehen und dass die auch verstehen, was ich sage, dass ich jetzt dann total abgedrehte Worte verwende. Und wenn, dann erkläre ich die ja normalerweise auch immer. Ich mag das auch nicht so, wenn das jemand selbstverständlich voraussetzt, dass man einfach seinen Dialekt zu verstehen hat. Deswegen mache ich auch so eine kleine Erklärleistung dazu. Und ich glaube, ich bin jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurückgewackelt, oder? Zurück auf Anfang. Komm schon her. Etwas frustrierend. Mit unserem Handwerkszeug später können wir bestimmt auch gut abkürzen. Aber nee, ich glaube, es ist tatsächlich der richtige Weg. Genau. Sau gut. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wo kommen wir hier? Aha, das kennen wir ja noch. Das öffnet sich leider nicht mehr. Ackermann, du Grobschmidt. Aha, da war ein IA drin. Ansonsten war da nichts mehr. Ja, der Grobschmidt hier, wenn der mal auf den Hebel drauf geht oder auf den Schalter drauf klatscht, dann geht doch nichts mehr. Okay, was haben wir dann hier noch? Nix. Und das da? Aha. Noch ein IA. Und der geht relativ fix kaputt.
Oh, das ist wieder dieses dämliche, ich rieche an einer Phantomstelle herumgeschnüffel vom Hund. Das hasse ich wie die Pest. Du kann ich dann wahrscheinlich zu der Burg hier. Also es stimmt schon, wie es die Alt in der Burg gesagt hat. Wir können über die Abwasserkanäle einsteigen. So, Abteilung Attacker. Truffende Wetterhund. Leverwurst macht die Spinne kaputt. Das klingt auch entsprechend merkwürdig. So ganz aus dem Kontext gerissen und so. Naja. Moment, wie hieß das Vieh? Witwenbeine. Aha, die feine Dame. Zack. Feine Dame war schon mal verheiratet. Das ist wieder einer von Dennekar-Speier, ja. Okay, wie hießen die dann? Wächtereinheit einfach nur. Okay. So, komm her, du Sau. Mach ich fertig. Autsch, die machen mich gerade eher fertig. Okay, das ist nicht so gut. Ich brauche Energie, ich brauch's. So, nochmal ein bisschen was abzwackern. Da können wir unseren Energiesog bei der Stelle wirklich sehr, sehr gut leveln. Level 2 hat es erreicht. Also wenn es bei deiner Wächtereinheit sogar 23 Schaden irgendwie abzieht, dann ist ganz gut. Weil die erwarten uns erst in der nächsten Welt als aktive Gegner, die Viecher. Und die sind schon etwas tougher. Da macht der Hund auch nur 300 irgendwas mit 70 Schaden. Huch. Wo geht's denn hier lang? Oh. Ein Moment mal. Kann ich dann da nicht hochgehen und dumm, ich bin im Schloss, oder? Ah nee, verschlossen. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, du gehst dann eigentlich zum Schloss hoch. Aber dann müssen wir halt in die ekelhafte Matschpassage und zu der Schleimermusik zurück. Die klang sehr idyllisch einschmeichelnd. Deswegen habe ich sie jetzt mal als Schleimermusik bezeichnet. Auf jeden Fall ist sie nicht so nervig wie bei Chaos-Turm. Die ist etwas sanfter und nicht so abgedreht und erinnert auch nicht so sehr an Freakshow. Aber das ist dann doch wohl eher ein Lost Place, wenn ich mir das so angucke. Ach ja, beim Israel-Video habe ich auch so viele Lost Places. Ich habe generell so viele gesehen. Ja, der Eingang scheint so wohl hier zugemauert zu haben, als man den Ort verlassen hat. Also raus komme ich hier nicht mehr. Wahrscheinlich einfach in Ermangelung von irgendeinem schönen Bildschirm, den man sich da als Open-World-Gebiet nochmal hätte basteln müssen. Aber Secret of Evermore ist ja an sich auch kein Open-World-Adventure. Das ist ja auch total lineales aufgebaut. Okay, da komme ich auch nicht durch. Kein Haus hat hier auf, alles zugemüllt. Überall die Gargüller-Statuen. Und ich sage bewusst Gargüller oder Gargülen eigentlich, wenn man es richtig betonen wird. Ja, weil Gargoyles ist eigentlich Quatsch, was der Plural angeht. Eigentlich sind es tatsächlich Gargülen. Für jeden, der das nicht gewusst hat, hat mal wieder irgendwas total Unnötiges gelernt. Weil so häufig verwendet man das Wort jetzt auch nicht, dass man sagen wird, ja, zum Beispiel auf Notre Dame, schau dir die vielen Gargülen an oder sowas. Guck doch mal die vielen Gargüler her. Aber ansonsten, da hat noch eine Herberge auf. Ansonsten sagt man Gargülen eigentlich nicht so häufig im Sprachgebrauch. Da ist tatsächlich noch so ein einzelner. Wenn Hammer dann da, du bist weder aus Chaos-Turm noch aus Terrorfels. Richtig, ich bin aus Groß-Ostem. Groß-Ostem? Das ist ein seltsamer Name. Ist da mein Name bekannt? Mein Name ist Snowfla. Das klingt nicht gerade sehr episch, mein Lieber. Kennst du meinen Sieg über der Alfons? Sorry, aber ich bin ehrlich, keine Ahnung. Kennst du mich als großer Rennfahrer? Bahnhof? Pizza? Wie ich den Gorilla bezwungen hab. Was für ein Gorilla? Naja, das ist überflüssigste Sache, aber ich war schon überall und hab schon alles getan. Naja, jetzt habe ich mich mit meiner Frau Rosi in Terrorfels niedergelassen. Könnt ihr die ganze Rüstung hier? Ah ja, ich handel damit. Ich verkaufe Ware, die ich in all den Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäftel, das geht zurück. Das hängt ja damit zusammen, dass die meisten Leute noch Chaos-Turm gegangen sind. Und warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollten nicht? Das ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Du scheinst in Ordnung zu sein, aber du bist schlecht ausgerichtet. Lass mich dich mal einkleiden. Wie kann ich dir dann helfen, Kerle?
Ja, dann gucken wir doch mal, was du Tolles hast. Du hast eine Drachenklaue, du hast eine Neonweste und einen Ritterhelm und ein Silberhalsband, was wir schon hätten. Ja, komm. Holen wir uns doch einfach mal. Ja, mein Freund, nimm die prächtig Waffe als Geschenk von mir. Ich hab's vor langer Zeit im Dschungel auf dem Plateau gefunden. Bazooka erhalten. Geil. Und Donnergranaten auch noch. Hammergeil. Also, da ist ja die Bazooka. Sehr, 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 sehr geil. Guck mal gerade mal im Beutel noch. Du dürftest bei Gegenstände, glaube ich, dabei sein. Nee, die Donnergranaten sind doch nicht mit dabei. Nee, aber auf jeden Fall ist es die Munition dafür. Ja, saugut, saugut. Moment mal, aber ach, gerade mal an der Stelle. Bazooka macht 200 Schade. Gewittertuner-Keitel. Ja, das ist schon ziemlich geil. Aber ich wollte mich nochmal umkleiden. Goldrüstung 55, die Silberrüstung 40, ja. 73, okay, das ist schon ganz gut. Neonweste, inwiefern das auch mittelalterlich sein soll, naja, egal. Von 39 auf 72 beim Ritterhelm, das ist schon eine signifikante Verbesserung. Eiserarmband 37 und das auf 65. Ja, komm, das ist schon ordentliche Ausrüstung, würde ich sagen. Und, Ey, kleiner, schön dich wieder zu sehen. Wie kann ich dir noch helfen? ja, Snuffy, dann verkaufen wir dann einen anderen Schampel, den kein Mensch mehr haben will. Dann kannst du irgendwie zu deiner liebreizenden Sammlung hinzufügen. Eisenarmband. Ja gut, jetzt habe ich nur noch das, was ich trage. Das ist gut. Also gescheit eingekleidet bin ich jetzt auch schon mal. Das ist echt nicht verkehrt, Mann. Aber, Moment. Ich gucke gerade mal noch. Weil das war dem sein Kruscht und da war dann die Herberge. Och, jetzt hockt auf einmal da. Du hast genug Honig. Allerhaupt. Dann würde ich aber sagen, weil den verwende ich eh so selten, mache ich einmal auf der Ackermann Honig. 375, ja, das macht schon ordentlich. Ich habe genug Honig, am Arsch habe ich genug Honig. Ich habe gerade eben verwendet, du Knetkopf. Scheiß Engine hier. Hallo Ackermann, schön dich wieder zu sehen. Ich betreibe gleich 2 Geschäfte in dem Haus. Zahlt sich aus. Magst du übernachten, kostet 50 Goldmünze, aber nur für dich. Nee, nee. Magst du Spielstand speichern? Ah, jo. Terrorfels Hotel. Tschüss, Ackermann. Okay, geil. Okay, das war so ein erfahrener Abenteurer. Achtung, wenn ich jetzt mal mit dem Ding schieße. Das gibt halt auch einen geilen Rückschlag. Problem bei der Bazooka ist halt die Sache... Oh, Moment. Oh, scheiße, das war nur ein Schuss, den ich gehabt habe. Okay, das war blöd. Das war saumäßig blöd. Das war echt blöd. Das war richtig dumm. Ich habe aber gespeichert an der Stelle. Ich mache mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns sofort wieder an der Stelle hier. Bis gleich. Da bin ich jetzt wieder. So, ich hoffe, ich war einigermaßen synchron dazu. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal mein Bazooka mit Schuss. Und gehe dementsprechend jetzt auf die Elfenbeinlanze. Mann, oh Meter, nicht, dass ich wirklich den Schuss verballer. Den kann man später definitiv beim Bossgegner ganz gut gebrauchen. Und da muss ich dann jetzt einfach noch nicht für Vorführeffekt hier verbrote im Nichts. Okay, da ist kein Geheimeingang oder so. Aber man merkt auch schon an der Musik, die schon irgendwie sehr schön und tragisch zugleich ist, dass hier... Oh, da ist tatsächlich ein Geheimgang. Dass hier irgendwas vorgefallen ist. 2 Kalkstäbe. Der Alchemiehandel wird mir so stressig. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Du bist goldig, Kenner. Lass ich dir eine Formel geben. Du benötigst eine Eichel und 2 Tropfen Wasser. Etappenkraft. Okay, Telekinese können wir, glaube ich, mal raushauen. Erhöht stufenweise die KP. Ja, okay. Magst du Zutaten kaufen? Ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Ein paar Eicheln. Ein bisschen Wachs. Kann nie schaden. Gut. Und 3 Tropfen Essig. Sau gut. Schade, dass wir dort nicht mehr mittelalterliche Zutaten einkaufen konnten, weil die werden so ein bisschen rar. Aber man merkt, dass tatsächlich immer noch irgendwelche Leute hier in Terrorfels leben. Kristall gibt es auch noch, schön. Es ist nicht vollkommen verlassen, also ein völliger 3 Tropfen Ethanol. Ein völliger Lost Place ist es noch nicht, aber es ist kurz davor, wirklich vollständig verlassen und verwahrlost zu werden. Wasser. Und da ist noch irgendein Geheimfach.
wo ich nicht dran komme. Moment, ich glaube, das war hat das mit dem Kronleuchter irgendwie zu tun gehabt. Genau, denn dahin musste ich anzünden. Zack. Wie war das dann mit dem Anzünder? Hitzeblitz oder so kann ich nicht verwenden. Drahrenner oder so? Nee. War das mit dem Hund eventuell? Warte mal. Nee. Wie war dann das? Wie war dann das? Oder das Wasser, du nimmer? Moment. Auf jeden Fall war es irgendwas mit der Kronleuchter. So. Nee. Denn du Löscher? Ich weiß aber nicht mehr wie. Entweder den hier Löscher oder den anderen Entzünder. Aber ich weiß es echt nicht mehr wie. Oh Mann, für alle, die es schon mal gespielt haben und jetzt wahrscheinlich die Lösung parat haben, ist es für mich mal wieder ultra peinlich, jetzt hier so abzustinken und bei der einfachen Sache total abzuschmieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber irgendwas war es auf jeden Fall, was ich hier machen muss, weil einer brennt und der andere brennt nicht. Und da geht es wieder in irgendein geheimes Lager rein. Da ist ein Wasserkasten, den ich nicht verwenden kann, das ist nicht gut. Scheiße. Und Feuer, Hitzeblitz oder sowas kann ich... Gucken wir mal Etappenkraft, einfach mal spaßeshalber. 237 habe ich. Deine Wunden heilen. Okay, also sowas wie Regeneration ist es anscheinend. Hades-Granaten, nee, das geht alles nicht. Feuerball, heil. Okay, die passive Sache, die gehen halt, aber nee. Nee, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so gelöst. Mist. Und Dorum? Nee, doch auch nicht. Aber eventuell ist es auch einfach nur wieder irgendein Quatsch, den ich da sehe, der gar nicht existiert, wofür ich dann tatsächlich einfach nur wieder so einen Geheimgang nehmen muss. So wie hier. Ah, nee, da ist tatsächlich keiner. Wo war dann das? Wo war dann das? Moment. Also da bin ich auf jeden Fall reingekommen bei der Oma. Genau. So, da ist bei der Oma. Aber bei der Oma hilft man nicht weiter bei dem anderen Gebiet. Mensch, 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 Mensch. Du kannst dich aber auch darstellen, Jengi. Dummer Hund. Nee, das geht so nicht. Es muss irgendwas hier sein, aber draufschlagen kann ich hier leider auch nicht. Kann ich was hier mitnehmen oder so? Irgendwas, was ich... Oder vielleicht hier die Kronleuchter anmache oder so. Nee, das kann er auch nicht. Der Ackermann ist irgendwie zu blöd dafür. Das kriegt er einfach nicht hier. Genesung lässt nach. Okay. Und das Ding vielleicht... Nee, da kann er auch nichts dran machen. Wenn ich dagegen renne oder so, da passiert auch nichts. Nee. Da. Nee. Nee, Geheimgänge hier gibt's auch nicht. Oh Mann. Ist das ätzend. Scheiße. Müssen wir jetzt leider drauf verzichten. Ist halt so. Wenn der Let's Player zu dumm für sowas ist, dann muss man leider damit rechnen, dass sowas dann nicht mehr aufgenommen wird. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier zum Schloss. Und hier ist der Weg versperrt, aber er wird uns plötzlich aufgemacht. Ob das so ein gutes Zeichen ist, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall wimmelt es hier von Ratte und die Wege gehen einfach mal so auf. Und ja, Buchstabierwagenladung Arschlöcher, würde ich sagen. Überall Ratte. Und ich weiß auch gar nicht, was ich hier jetzt überhaupt gerade mache und warum ich das mache. Sollte, was ich doch gerade mache. Aber, ja, vor allem so am Ende von einer Episode ist das schon etwas doof, gerade was ich hier mache. So ganz klar ein bisschen sinnfrei ist das schon, was ich jetzt hier gerade so mache, glaube ich. Aber, Moment. Ja, das war ja auch schon bei der Burg so meine Lieblingspassage mit der Luftschächte. Ihr habt so garantiert gemerkt. Dann geht's so lang. Und das ist so ein bisschen, ach hier wieder. Oh Mann, scheiße. Okay, fuck my life. Okay. Sind wir jetzt hier, ja, sorry, die Aussprüche vom Lukas, von der Exkursion, die sitzen noch. Okay, ihr liebe Leute, ich jetzt sage, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig, wo wir dann systematisch an die Sache dran gehen werden. Also machen's gut und bis morgen.
Ayan. Oh, wie gemein. So, aber das muss ich jetzt episch hier auf der Mittelpunkt hier machen. Ayan. Oder hier vorne. So. Och, dann halt gleich so. Mann. Wenn man sein Intro episch gestalten will. Aber jetzt. Sein Outro episch gestalten will. Aber jetzt. Ayan Yankee. Bis morgen.